Son Goku muss wieder einmal die Welt retten. Hier zurück bei Dragon Ball Z Kakarot im DLC vom 23. großen Turnier. Sprich, eigentlich noch vor Dragon Ball Z. Aber trotzdem schon eine geile Mega-Zeit. Ja, und bei uns jetzt so, wir haben nochmal ganz kurz geguckt wegen Sidequests, aber es gibt noch keinen neuen. Die restlichen 5 DLCs, DLC sag ich schon, Quatsch. Die restlichen 5 Sidequests mit diesem DLC noch einherkommen. Ganz genau so ein Goku. Ja, ist ja gut. Junge, möchte gerne weiter erzählen. Gut. Also in dem ganzen DLC gibt es 6 Sidequests. Die eine Sidequest haben wir bereits gemacht, die war relativ zu Beginn vom DLC. Alter, ist langsam gut hier. Und die restlichen... Komm, fang einfach mal an. Und die restlichen 5 DLCs, die kommen leider erst, nachdem wir eigentlich die Story schon durch haben. Warum? Keine Ahnung, aber ist so. Und deswegen, erstmal hier noch ein ganz kurzes Training, weil wir noch das Super Kamehameha erlernen. Danach geht es zum großen Finale, ne? Also ja, das Story-Finale eigentlich schon vom DLC. Der Kampf gegen Piccolo. Oder Junior, wie er auch genannt wird. Was zum? Bin betäubt? Habe ich lang genug. Denn er hat's versäumt, es auszunutzen. Ansonsten bisher muss ich sagen, das DLC macht schon großen Spaß. Ich persönlich hätte natürlich gerne gehabt, dass wir die anderen Kämpfe machen konnten. Zum Beispiel zwischen Son Goku und Chi-Chi, gut, sie wird auch ein bisschen erfahren, ob es wieder notwendig gewesen wäre. Jetzt trotzdem gefeiert. Ich persönlich fand auch den Kampf zwischen Piccolo und Krillin. Oder den zwischen Yamchu und Shen. Natürlich auch zwischen Shen und Piccolo. Das sind so Dinge, hätte ich jetzt gesagt, ja doch, hätte man machen können. Hat er eigentlich mit seinem ersten Kamehameha? So geht das. Ups. Jetzt trollt er mich, weil ich es nicht kann. Ja, komm, ich breche jetzt schon noch, keine Sorge. Und zwar jetzt. Aua. Siehst du, kann ich auch. Hätte ich unhöflich, der Typ. So, wir haben es geschafft, Freunde. Der Super Kamehameha. Okay. Trotzdem mich ganz kurz heilen, wenn es geht. Ja, essen. Habe ich zwar ein bisschen was. Ja. Fast sowas sein, ne? Ja, muss reichen. Den Kampf gegen Piccolo. Geht sicher gut aus. Dann gucken wir ganz kurz das Super Kamehameha. Erstmal noch ausrüsten natürlich. Dann gucken, kann ich noch ein bisschen was davon upgraden. Könnte schwierig werden. Ja. Das wird nichts, Freunde. Denn ganz ehrlich, bis ich hier auf der Insel genug Z-Kugeln gefarmt habe, nee. Was so? Was ist jetzt los?
Hä? Hat das Spiel zum Absturz gebracht? Ja, tatsächlich. Hä? Reagiert nicht mehr. Schöner Black Screen übrigens. Das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich auf Chinchunu und müssen rumfliegen, aber irgendwie ging es nicht. Ich habe keine Kontrolle mehr. Gut, mein Leben schon länger nicht mehr, aber jetzt auch über das Spiel nicht mehr. Hallo. Hallo? Hört ihr das? Ich kann klicken, drücken, was ich will, es bringt nichts mehr. Okay, Freunde, starten wir ganz kurz das Spiel neu. Junge, wie alt ist Dragon Ball Z Kakarot? Ist schon ein paar Jahre alt, das Spiel mittlerweile, ne? Auch wenn es neue DLCs gab, aber trotzdem ist schon ein paar Jahre alt und trotzdem bringt es noch zum Abstürzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also bis gleich. Also ich bleibe dabei, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, das Spiel zum Absturz zu bringen. Aber es heißt Absturz, es hing ja einfach nur. Ich konnte nichts mehr machen, es hat auch nichts mehr irgendwie, kein Klang gegeben, nichts mehr. So. Genau, hier waren wir. Ich müsste aber auch Dinge schon ausgerüstet haben wiederum, ne? Also, ich bitte darum. Ja, ist drin, okay. Das hat soweit geklappt. Dann bin ich ins Wasser gefallen hier, dran Sprung und dann ging nichts mehr. Schöne Scheiße. Hä, aber kann ich ihn schon immer noch nicht rufen? しかもまだ本当の力隠してある。一気にペースを持っていかれねえよ。War vielleicht ein bisschen übertrieben. Du. Was ist das? Ein Dragon Ball? Nein, es sind Zeckkugeln. Ja, Dragon Ball Farben geht eh nicht. Oh Mann, nee. So. 強そうなやつがいるぞ。なんかいつ。Hey, aber, Moment, wieso kann ich Chinchou nicht mehr rufen? Was ist denn das? Ich will noch mal ganz kurz schauen, ob ich jetzt irgendwie, wie auch immer, also vergessen habe, wie das funktioniert. Luftwege. Okay. Nein, ich will eigentlich gut, da geht vielleicht auch. Hä? Darf ich eigentlich Chinchou nutzen oder was? なんかいつ。 Ja, gut, auf halt zurück. Für so einen Goku ist das kein Problem. Der ist fit genug. Das verstehe ich nicht ganz. Aber by the way, ich könnte noch mal ganz kurz Luki machen. Ich glaube, dass ich noch was Neues lernen kann gerade. Nee, das kommt ja später. Ich konnte vorhin die ganze Zeit Chinchou rufen, jetzt bitte geht's nicht mehr. Ich muss aber doch. Hä? Kommt mir gerade total bescheuert vor. Wie kann ich ihn schon rufen? Jetzt, aber wirklich so. Da müssen wir mal. Moment. Doch hier irgendwo stehe ich. Vorne kommt eine Zerstörung heraus. Hä, im 23 großen Turnier? Wohl kaum. Supergriff erhalten. Ja, dankeschön. Wie wär's mit Fliegen? Ja, unter was soll man hier vielleicht im DLC nicht unbedingt machen? Das führt nur zu Problemen.
Nö, immer noch nicht. Okay, verstehe ich jetzt nicht, wieso man plötzlich vor dem Finalkampf nicht mehr Chinchou benutzen kann. Aber gut, dann ist es halt so von mir aus. War weiter, komm. Ja, es ist eh gerade alles ein bisschen creepy. Machen wir das Finale, komm. ご来場の皆様、お待たせいたしました。いよいよ決勝戦が始まります。天下一の達人は果たして孫悟空選手でしょうか、マジュニア選手でしょうか。では両選手どうぞ。じゃあやってみっか。頑張れよ悟空。死ぬでねえぞ。ほら新婚早々未亡人なんて嫌だべ。仲間と別れを惜しむ必要はないぞ。貴様を殺した後、すぐにこいつらもあの世に送ってやるからな。そんなことにはなんねえさ。さあ第23回天下一武道会、天下を取るのは果たしてどちらでしょうか。覚悟はできたか。何の覚悟だ。もちろん死ぬ覚悟だ。それでは天下一武道会決勝戦始めてください。言っておく、今度のピッコロ様の実力は3年前とは比べ物にならんぞ。そりゃオラだってだ。ついに始まりました。第23回天下一武道会決勝。果たしてどちらが天下一の座に立つのか。六体中が固唾をのんで見守っています。めちゃくちゃしゃな。どうにか押せねえとか。Den Move kennen ihn doch von seinem alten. 貴様さえ消せばあっという間にこの世は俺様のものになる。オラを倒せたらの話だろ。 Oh, hat er schon wieder draußen. Aua. マジュニア選手の凄まじい攻撃、孫選手耐えられるでしょうか。孫選手の攻撃、マジュニア選手の攻撃を許しません。いや、貴様は他の雑魚とは違うね。だがこれが俺様の本気と思うなよ。じわりじわりと貴様を追い詰めてやる。 Hat einfach nicht bei ihm. そろそろ様子見ややめにしようぜ。それにしてもものすごい試合です。世界でトップ2の2人が激闘を繰り広げております。マジュニア選手、飛び道具を払って孫選手をもう爆焼き。So Kinder finden die gar nicht. Ja, komm nur schön ins Aus. Ups, der falsche Move, ich wollte den. Aua. Ich wollte den hier. Boom. Siehst du, kann ich auch. So, jetzt reicht's. Tschüssi. Das war's, Freunde, mit Weltmeister. Das war Phase 1.
なんてやつだ。これやがった。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。しかしマジュリア選手、信じられないことにこらえきりました。あれ、はて、どこかで似てるぞ、ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王？そういえば。本当だ、似てる。そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。これは大変なことになりました。マジュリア選手は実はピッコロ大魔王だったのです。プロね。みんなも少し離れてくれ。その方がオラも戦いやすい。わかった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれたセリフは次の技を見てから言うんだったな。いよいよこれで貴様の最後が見えてきたな。でっけえ。死ねGeht's auch nur mal kleiner? Wenn Junior ein riesiger Junior, ganz ehrlich, wollte mich verarschen. Das Piccolo kann sein linkes und rechtes Bein angreifen. Piccolo ist wehrlos, sobald der Betäubungsanzeige auf 0 gesunken ist, also seinen Kopf direkt angreifen und mehr Schaden verursachen kann als an einem der Beine. Zieht auf Betäubung ab und sorgt für massiven Schaden. Ich habe zuerst passiven gelesen. Versuch's mal. Das gerade. Ja, Son Goku, weich doch aus, Mensch! Geht er mal in die Knie, bitte? Aua. Hey, weiter raus! Was ist das für eine Scheiße? Der fliegt aus dem Ring, wenn es so weitergeht, hey. Junge, nervt mich der Typ gerade. Nein, nicht aus dem Ring, Son Goku, bist du wahnsinnig. Der war fies. Und bei welchem Zeitpunkt sollte er mal in die Knie gehen? Ich hab's irgendwie nicht mitbekommen.
Man dauert das, bis die Betäubung-Dinger runter ist. 大切だけどその前に神様をどうにかしなきゃならない天下一武道会会場周辺の観客はほとんどいなくなってしまっております。おそらく観客や住民はこのパパイヤ島から急いで脱出しているものと思われます。私の島を離れたいところですが、どちらが勝つかに届けるまではこの場を離れるわけにはいきません。 Na, Endloch. すごい。孫選手、巨大な Er spielt keine Rolle mehr, also eh down. 挑んでいきます。 Junge. ようやくその体のでかさに慣れてきたぞ Eigentlich noch viel zu klein, oder? Komm schon. So, jemand kann noch ein bisschen größer werden, ne? すばしこいやつめ。へへそれぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさもっともっとでっけんだったらやべえけんどなこれ以上は大きくなれんとでも思ってたのか。まさかそれで目いっぺいじゃ見るがいい。でかい。さらにものすごい大きさ。まるで山です。さあどうす。へ引っかかったな天津飯こいつをこれは蓋開けてくれよし一体そうか私は魔風馬を跳ね返されて神様ですな悟空のやつが見事な作戦であなたを救出したのです悟空がおのれなんだ元に戻るんかまた体の中に入られちゃまずいもんなこの俺をここまで許さん絶対に許さんぞ何もかも吹き飛ばしてくれるピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいいなんてものすげえ気だこんな超パワーな気は初めてだいかんこりゃとんでもないぞ逃げろみんな今すぐこっから離れるんだ悟空さんはどうする気だほらこれで見せるバカを言えいつまで強情を張るつもりか一緒に逃げるんだくそダメだもうみんなが脱出する時間がねえ飛行法おいみんな死にたくなかったらこの穴に飛び込めよし悟空無理するんじゃないぞ無理だ孫てめえもたもたすんじゃねえよ神だかなんだか知らねえがとっとと入りやがれ死ねJa, ne? Ist eine hübsche kleine Explosion. Hat die ganze Stadt drauf vergangen, aber hey.
終わった。何？どうだ、なんとかこらえちゃったもんね。バカな、そんな。もうおめえに勝ち目はねえ。今ので残ったすべての木を使い果たしちまったはずだ。優勝いただき。行くぞ。Meine Worte, Son Goku, meine Worte! こいつは化け物か。受けない。フルパワーの一撃で気を使い切っちまったんだ。おめえの失敗だったらオラも耐えられっか。地獄を見せてやる。Schon wieder? Ups, das war nicht gut. Ernsthaft? Wow. Junge, also Ziel müssen wir nochmal üben, ja? Guck mal, das geht so. こんなこと認めてたまるか。今の世界を俺様は。 Hey, treffen da oben nicht? So, Piccolo. Schluss mit Lustig, jetzt bin ich dran. Scheiße Zoom, ey. Mann, Alter, komm runter da. Junge, ich stehe hinter dir. Ja, das ist das Problem. Und jetzt bist du dran. 待て、どうするつもりだ。おーい。うわ
Sauberer Schuss, Son Goku, sauberer Schuss. 審判のちゃんカウント。はいこれはひょっとして死んでいるのでは。死んじゃいねえさ。こいつはそんなやわじゃねえよ。ではカウントを。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン。うわまだ生きていやがるか。だが残念ながらここまでだ。まずは右足、左足。これで動くのは左手だけだ。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい父は敗れた。これで貴様は全く身動きができん。最後の一撃を食らうがいい。殺される。悟空が死んじゃうぞ。おい天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせい。神は自殺はできん。それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。そんなことすんな。おらが勝ってみせから。バカ言え。そんなんじゃ無理だ。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。ピッコロ大魔王の敵はピッコロ大魔王が撃つ。悟空！粉々になりよったぞ。いくらシャンロンといえど、これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。そんなちくしょう。よくも悟空を。最悪の事態になってしもた。ついでに貴様たちも始末をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと。くそ。なんじゃクリリン。天津飯さん、あんた目がいいだろ。あれひょっとして。やっぱり悟空だ。なんと空術だ。俺の負けだ。
空選手天下一武道会優勝。やりやったー、悟空さん。やったな、やったな。お前やっぱりすげえよ。最後の一撃を武空術で避けるなんてな。驚かせやがってこの野郎。おら優勝したぞ。いちちちちちちちち。大丈夫け、悟空さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに病院へ連れてってやるぞ。心配無用だぎゃ。オーリーが先頭を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじろべ。なんでここに。ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してまうもんだで、とっさに隠れてってそんなことはどうでもええでしょう。ほらけ。ありがてえ。天下一武道会で優勝しただ。なんと。やべ。待て。なんだソン。そりゃこっちのセリフだよ、神様。一体何をする気だったんだ。こやつはまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロを殺せばあんたも死ぬんだぞ。そうなったらシェンロンに頼んで私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか。何。ドラゴンボールとシェンロンはもともと神様が作ったんだろ。だから神様が死んじゃったらドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか。それは本当ですかな。この私なんぞもうとうの昔に神をやめるべきだった。ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え世を混乱に陥れたのだ。そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだ。じゃが世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールから全てが始まり、そして世を守ったのです。孫よ、良い師匠に出会い育てられたな。ちょっとエッチだけんどな。いや、わしは基本をちょっと教えただけで、ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ。やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。やじろべ、千図もう一粒くんねえか。おみゃ一つじゃ足りなかったのけ。ほれよ。サンキュー。食え、元気になっぞ。なんだ。お前、何するんだ。バカ野郎、何考えてんだよ。おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっちゅうんもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りになる。
今日のところはこのまま引き下がってやるが、そのうち必ず貴様を倒し世界をいただくぞ。この次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだな。もっともっと修行して強くなれピッコロ。ほらその強さをもう一歩超えてみせる。あんなにチビだった孫くんなのに今は山よりも大きく見えるなんてね。ん？よかった生きててよかっただよ。何すんだよ父。そうか、忘れておったまい。悟空のやつ新婚さんだったんじゃ。孫よ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で天界に住むがいい。オラが神に？冗談じゃねえ。やだよ。あんな退屈なとこにずっといたらそれこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ビーキントンや孫、ーい。みんなバイバイ。また会おうな。そこりー。悟空！追いかけなくてもよろしいのですか？いや、無理強いはできぬ。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。神様の誘いを断ってよかっただか？あんなとこ行ってもつまんねえよ。それよかオラもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに上に行く。天下一武道会で優勝してもまだ強くなるべか。さすがオラの旦那だべ。どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああ、よし行くぞ父。振り落とされんなよ。Ja, Leute, da musste ich ein paar Mal schmunzeln bei dieser ganzen Geschichte. Alleine schon die Szene, wo Son Goku einfach Gott die Zunge rausstreckt und sagt, nee, vergiss es. Ach, wenn Erinnerungen wach, ey. Das war so eine schöne Zeit. Jetzt hier die Musik wieder, vom Original, überleg gerade, was sogar das Original Dragon Ball Intro, dass das bei uns kam, weil die Japaner hatten damals ein anderes. Die sind mir gerade ein bisschen überfragt. Im Moment gerade, ich glaube, es ist schon auch. Das ist das, was bei uns in Deutschland vor allem in den Filmen, in den Dragon Ball Filmen, da gibt es ja auch ein paar, so 2 oder 3 glaube ich, da kam dieses Intro ja auch vor. Naja, egal. Ich weiß eh nicht, ob ich es nachher drin behalten kann oder wieder rausschneiden muss, weil YouTube und so, ne, ihr wisst schon. So ähnlich wie beim Ende vom Bardock DLC. Und ich muss zugeben, obwohl das Bardock DLC eigentlich im Allgemeinen ein bisschen schwieriger oder von der Steuerung her herausfordernder war, muss ich doch zugeben, hat mir das hier besser gefallen. Alleine schon natürlich der Flashback, ne? Wenn man hier wieder schön sieht, hier quasi rückblendemäßig. Die ganze Cutscene, da kam natürlich vor allem auch zwischen Son Goku, dem kleinen Son Goku noch und Oberteufel Piccolo. Es ist einfach pure Nostalgie. Kannst sagen, was du willst. Und ich habe schon mal erwähnt, noch geiler wäre natürlich, wenn wir ein komplettes Dragon Ball Spiel hätten. Vielleicht sogar in dem Grafikstil, mit dem Kampfsystem, das ist wirklich halt kein Dragon Ball Z Kakarot, sondern Dragon Ball Kakarot in dem Sinne. Und die ganze Dragon Ball Geschichte plus eben auch hier nochmal das Turnier und so nachspielen könnte, das wäre schon richtig dufte, ne? Wie man so schön sagt oder früher gesagt hat. So, ansonsten, was gibt es viel zu berichten? Ne? Ist natürlich ein bisschen vor Dragon Ball Z, sprich die Charaktere hier können noch nicht fliegen. Deswegen an die Kämpfe, wann haben wir mehr Bodenkämpfe. Was wir noch nicht so gesehen haben, war, wie man das Ring fliegt. Also, ich weiß gar nicht, ob das beim Gegner überhaupt möglich ist, und nur wir selber rausfliegen können.
Weil eben allgemein waren die Kämpfe, finde ich, eher easy. Der einzige, wo ich ein bisschen Probleme hatte, war der zwischen Tenshinhan und Tao Bai Bai. Der eigentlich von allen Kämpfen der einfachste war, den wir selber hätten spielen können, aber das ist ein anderes Thema. Naja. Ansonsten, was sollte man groß dazu sagen? Es ist eigentlich ein rundum perfektes DLC. Bis immer auf den Punkt, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ich hätte gern ein paar mehr Kämpfe gehabt, ne? Also auch zwischen Son Goku und Chi-Chi, das nicht nur so offscreen stattfinden, oder zwischen Krillin und Piccolo, solche Dinge. Hätte ich gern noch gehabt, oder die Vorrundenkämpfe, ne? Wir wissen, dass Son Goku gegen King Chopper gekämpft hat. Wäre auch cool gewesen. Naja. Wird irgendwie noch ein bisschen was aus dem Versteck Gottes, ne? Mit Mr. Popo und Son Goku, so. Nicht hier fusionieren in Armen und so, ne? Wir behalten die ganz schön sachte getrennt. Dass man da, wenn man noch ein bisschen mehr gesehen hätte, okay, nicht unbedingt sein müssen, aber jetzt noch ein Pluspunkt gewesen. Und vor allem noch mehr Moves, ne? Weil eben, wie ich auch schon in letzter Folge oder noch der Folge gesagt habe, wir können noch ein bisschen was hier machen. Das ist aber alles halt Post-Game-mäßig. Oder Post-DLC-mäßig, sprich, jetzt kommen noch 5 DLCs. Und ich bin gespannt, ob wir dann auch noch genug Z-Kugeln kriegen oder ansatzweise genug kriegen für die restlichen Buffs. Lass uns überraschen, Freunde. Ich sage an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Part geht es also weiter. Ich lasse ihn jetzt mal laufen und guck mal, was noch alles dazu kommt. Und noch irgendwie ein Text am Schluss noch kommt wegen, hey, du hast das und das freigeschaltet. Oder es kommt nochmal eine Szene mit Son Goku und Chi-Chi oder was anderem. Oder ein Foreshadowing auf Raditz oder so sogar. Dragon Ball Z an. Wer weiß. Wir werden sehen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffe, bis zur nächsten Folge dann, wenn wir noch restlichen DLCs machen, vielleicht sogar schon das DLC abschließen, die restlichen Sidequests machen, um somit dieses DLC abzuschließen, weil dann kommt das letzte DLC vom zweiten Season Pass, das dann auch mal ein bisschen später stattfindet. Ist auch ein Kampfsportturnier, aber da geht es dann um Gokus nächste Reise und um den kleinen Ub. Also dann viele, viele Jahre in die Zukunft. Bis dahin, ciao zusammen.